Guten Morgen miteinander. Aber er schwieg. Das ist der Titel dieser Predigt heute. Und wir haben heute kein Happy Clappy Jesus hätte ich gern predigt. Wir werden heute das Kapitel in der Bibel anschauen, wo du 100%ige Kenner Kinderbibel findest. Es ist eigentlich eine ab 18 Predigt, weil sie beinhaltet Gewalt und pervertierte Sexualität. Weil auch das kommt in der Bibel vor. Und das echte Leben ist manchmal eben auch nicht happy clappy. Vielleicht kennst du das Stichwort oder Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Die Geschichte, die wir heute zusammen anschauen, zeigt auf, dass das nicht oder definitiv nicht auf jede Situation zutrifft. Zum Einstieg habe ich einen Clip mitgebracht. Es zeigt den Mixed Martial Arts Kämpfer Paddy Pimblett, der im letzten Jahr nach seinem Sieg im Ultimate Fighting Championship unerwartet und auf eine persönliche und doch berührende Art auf ein soziales Problem aufmerksam gemacht hat. Er hat nicht das leichteste Englisch und darum möchte ich am Janis Riedel nochmal meinen Dank aussprechen für die Untertitel, die er reingetan hat. Clip ab. I woke up on Friday morning at 4 a.m. to a message that one of my friends back home had killed himself. This was 5 hours before my weigh-in. So Ricky, lad, that's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve it is by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather me mate cry on my shoulder than go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma and men start talking. Men start talking. Das ist eine Predigt, die nicht ausschließlich an die Männer geht, sondern wirklich an beide Geschlechter. Laut Statistik vom BAG suizidieren sich in der Schweiz täglich 2 bis 3 Personen. Und aus der Präventionsarbeit weiss man, dass wenn betroffene Personen sich Hilfe holen würden, sich jemandem anvertrauen würden, darüber reden mit Freunden oder Familie oder bei einer Fachstelle, oder wenn irgendjemand die Personen ansprechen will, durch das Gefühl, dir geht es nicht gut, dass man die Zahl massiv könnte oben runterbringen könnte. Stichwort ist psychische Gesundheit. Wenn es dir nicht gut geht, dann red darüber. Vertrau dich jemandem an, hol dir Hilfe. Oder wenn du siehst, dass es jemand anderem nicht gut geht oder du nur das Gefühl hast, irgendetwas stimmt nicht, sprich die Person darauf an. Eine gute Freundin von mir hat eine Weiterbildung besucht mit dem Namen «Psychische Belastungen von Jugendlichen». Und sie hat mir erzählt, ein Hauptpunkt, den sie daraus mitgenommen hat, ist: Wenn du das Gefühl hast, etwas ist nicht gut oder etwas stimmt nicht bei jemandem, nicht ansprechen ist immer falsch. Nicht ansprechen ist immer falsch. Und das gilt auch für den heutigen Text, den wir zusammen anschauen. Wenn dort irgendjemand mal irgendetwas gesagt hätte, dann würde die Geschichte ganz anders enden. Wir fangen gerade an. Richter 19, Vers 1. Zu der Zeit war kein König in Israel. Da wohnte ein Levit als Fremdling weit hinten im Gebirge Ephraim und hatte sich eine Nebenfrau genommen aus Bethlehem in Juda. Und bereits in dem ersten Satz steht ganz viel. Die Ereignisse, die finden in der Richterzeit statt. Das ist lang bevor der Saul als erster König eingesetzt worden ist. Also dann hat es sowieso keinen König in Israel gehabt. Was soll denn der erste Satz? Als das Volk ein paar Jahrhunderte später beim Samuel gejammert haben, jetzt hätten sie aber gleich gerne einen König wie die Nachbarvölker, sagt Gott am Samuel im 1. Samuel 8, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Gott selber bezeichnet sich als König über dem Volk. Und wenn da steht, es hat keinen König in Israel gehabt, dann heisst das, dass das Volk Gott nicht als König akzeptiert hat. Sie haben Gott nicht regieren lassen. Sie haben ihm nicht den Platz gegeben, der ihm gebührt. Sie haben sich nicht an seine Weisungen gehalten. Es war eine gottlose Zeit. Und jetzt wird ein Levit erwähnt.
Leviten sind spezifisch für den Dienst in den Stiftshütten und dann später im Tempel bestimmt gewesen. Sie sind Priester gewesen und sie haben eine Art Mittlerfunktion gehabt zwischen dem Volk und Gott. Eine von ihren Hauptaufgaben zu dieser Zeit der Richter war, das Volk weg vom Götzendienst hin zum lebendigen Gott zu führen. Was aber taugt ein Levit, wenn das Volk Gott nicht als König akzeptiert? Kurze Zwischenfrage. Wie stark lässt du Gott in deinem Leben König sein? Darf er regieren? Oder lebst du dein Leben und Gott ist auch noch ein bisschen dabei? Nebenfrauen sind dort zumal okay und gesellschaftlich akzeptiert, aber es sind Frauen zweiter Klasse gewesen. Und sie sind wie Dienerinnen gewesen. Als Mann hat man sich eine Nebenfrau genommen, wenn die erste Frau zum Beispiel unfruchtbar war, wie beim Abraham, oder wenn man den Wunsch hatte nach sexueller Abwechslung. Kinder von Nebenfrauen sind in der Regel nicht erbberechtigt gewesen. Interessant ist, wenn wir in der englischen Bibel anschauen, dann findet man dort das Wort Konkubine, also Geliebte. Und vielleicht ist sie nur seine Geliebte gewesen, weil er sich den üblichen Brutpreis nicht leisten konnte. Darum war sie nicht seine Hauptfrau gewesen, sondern seine Konkubine, seine Geliebte, seine Nebenfrau. Interessant ist aber, dass wir im gesamten Kapitel nichts über eine Hauptfrau lesen. Also die Nebenfrau ist die weibliche Hauptperson. Und als seine Nebenfrau über ihn erzürnt war, lief sie von ihm fort zu ihres Vaters Hause nach Bethlehem in Juda und war dort 4 Monate lang. Und in dem Vers lernen wir ganz viel über die unterschiedlichen Nuancen von Bibelübersetzungen. Weil was der Luther da mit erzürnt beschreibt, übersetzen andere mit wurde ihm untreu, war wütend auf ihn, sich über ihn ärgerte, wurde ihm untreu und ging fremd, beging Hurerei oder mochte ihn nicht. Schon ein kleiner Unterschied. Ich bin recht verschrocken, als ich das so, die Bandbreite von diesen Bibelübersetzungen gemerkt habe. Wie ist das möglich? Entscheidend ist, aus welchem Urtext übersetzt worden ist. Im Hebräischen finden wir das Verb «wattiz» nehmen, das heisst «sie hurte». Oder wenn wir bei der griechischen Septuaginta schauen, findet man das Verb «orgiste», «sie wurde wütend». Also was auch immer die Nebenfrau genau gemacht hat, das ist irgendwo zwischen «mochte ihn nicht» und «beging Hurerei» gewesen. Oder auf gut Deutsch, sie haben es definitiv nicht gut miteinander gehabt. Und was macht der Levit? Nichts. Er schwiegt. Entweder haben sie Streit oder sie geht fremd, aber er schwiegt dazu. Vers 3. Da machte sich ihr Mann auf und zog ihr nach, um freundlich mit ihr zu reden und sie zu sich zurückzuholen. Und er hatte seinen Knecht und ein paar Esel bei sich. Und sie führte ihn in ihres Vaters Haus. Als ihn aber der Vater der jungen Frau sah, wurde er froh und ging ihm entgegen. 4 Monate. Der Levit wollte ganze 4 Monate, um seiner Frau nachzureisen. Also wenn meine Frau auszieht, dann wollte ich keine 4 Monate. Hey, was ist der Levit eigentlich für ein Schlaffi? Da steht, seine Absicht war, freundlich mit ihr zu reden. Hallo? Die beiden haben gröbere Eheprobleme und er will freundlich mit ihr reden. Ich glaube nicht, dass es mit dem da ist. Er geht nicht alleine, er nimmt seinen Knecht mit und ein paar Esel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das früher vielleicht nicht ein Statussymbol war. Heute fährst du mit dem Mercedes vor, früher hast du deine Esel mitgenommen. Und er trifft seine Nebenfrau vor dem Haus von ihrem Vater und dann könnte die ganze Situation besprechen oder klären. Aber er schwiegt. Und sie führt ihn ins Haus hinein. Und dann kommt der Schwiegervater und ist froh. Ich meine, seine Tochter ist vor 4 Monaten heimgekommen. Also es ist offensichtlich, dass dort etwas nicht gut läuft. Wahrscheinlich fangen die Leute im Dorf schon an zu tuscheln, wieso die jetzt 4 Monate schon da ist. Und er macht sich Sorgen um den Ruf der Tochter. Vielleicht auch um seinen eigenen Ruf. Aber jetzt kommt der Schwiegersohn ja, jetzt wird ja vielleicht alles gut. Und in so einer Situation würde ich mit dem Schwiegersohn zusammenhocken und sagen, du, hey, was läuft bei euch falsch? Und was macht der Schwiegervater? Er schwiegt. Nimmt ihn ins Haus hinein und schwiegt. Und jetzt passiert eine ganz komische Szene.
Vers 4. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, hielt ihn fest, dass er 3 Tage bei ihm blieb. Sie aßen und tranken und blieben dort über Nacht. Jetzt muss man wissen, aßen und tranken, das ist so biblische Keimsprache. Das heisst, sie haben gefastet, sie haben gefeiert, sie haben gegessen, sie haben getrunken. Anstatt Problem anzusprechen, machen sie sich bequem und fressen und saufen und feiern. Unglaublich. Und am 4. Tag steht der Levit auf und sagt so, aber jetzt gehen wir heim. Und dann sagt der Schwiegervater, nein komm, jetzt musst du zuerst noch ein bisschen brunchen. Weißt du, gut zum Morgen auftischen. Und nach dem Brunch sagt er so, aber jetzt gehen wir wirklich, nein komm, jetzt ist ja schon fast Mittag, jetzt lohnt es sich nicht. Bleib doch noch einmal da über Nacht. Also gut, Levit lässt sich überreden. Am nächsten Morgen genau das Gleiche. Steht auf, will gehen. Der Schwiegervater sagt, nein komm, auf leeren Magen reisen ist nicht gut. Mal richtig zum Morgen essen. Also gut, dann bleibt er halt. Und nachher sagt er auch wieder, bleib doch noch einmal über Nacht. Und dann sagt er aber im Vers 10, aber der Mann wollte nicht mehr über Nacht bleiben, sondern machte sich auf. Er hat seine Frau zurückholen. Er feiert 4,5 Tage, bis er sich endlich losreißen und auf den Heimweg machen kann. Wir lesen nichts davon, dass die Eheprobleme irgendwann mal besprochen worden sind. Er hat geschwiegen und gefeiert. Und dass er jetzt mitten im Tag losreist, das wird noch gröbere Konsequenzen haben. Weil durch das schaffen sie die Rückreise nicht mehr am gleichen Tag. Sie werden irgendwo müssen übernachten. Vers 11. Als sie nun nahe bei Jebus waren, war der Tag fast vergangen. Da sprach der Knecht zu seinem Herrn, komm doch und lasst uns in diese Stadt der Jebusiter einkehren und über Nacht dort bleiben. Aber sein Herr sprach zu ihm, wir wollen nicht in die Stadt der Fremden einkehren, die nicht von den Israeliten sind, sondern wollen hinüber auf Gibea zu. Sein Diener macht einen Vorschlag für eine Übernachtungsmöglichkeit. Und auf einmal kommt ihm ja in den Sinn, dass er als Levit ja mit unreinen Heiden gar nichts zu tun haben. Er will nicht bei Fremden übernachten. Weil äußerlich muss man ja den Schein wahren, oder? Er ist ja immerhin ein Levit, ein Priester, auserwählt von Gott. Er holt seine Frau zurück, weil das macht man so, wenn sie weggeht. Man übernachtet nicht bei Fremden, weil das macht man nicht. Man muss den Schein wahren. Aber wie sie ihm drinnen aussieht, das ist ganz eine andere Geschichte. Und das erinnert mich ein bisschen an eine Stelle, wo Jesus zu den Pharisäern redet, in Lukas 11 und sagt dort, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Außen Hui und innen Pfui. Ertappst dich manchmal auch dabei, dass du den Schein wahren musst. Dass du so ein bisschen die richtigen christlichen Sachen musst sagen oder das richtige Christliche musst tun. Wenn du bei dich hineinhören willst, müsstest du zugeben, dass es nicht ganz echt ist. Dass es nicht authentisch ist, dass falsche Motivation da ist. Jebus, später dann Jerusalem, hat jetzt mal noch nicht zu Israel gehört. Erst später wird David den Ort einnehmen. Und bei der Besiedlung vom gelobten Land hat der Stamm Benjamin das verpasst, Jebus auch noch einzunehmen. Und schon dort mal haben die anderen Stämme nichts dazu gesagt. Alle haben geschwiegen. Hättest du dort mal schon jemand etwas gesagt, dann würde die Geschichte ganz anders weitergehen. Vers 15. Und sie bogen ab vom Wege, um nach Gibea zu kommen und dort über Nacht zu bleiben. Als er aber hineinkam, blieb er auf dem Platz der Stadt, denn es war niemand, der sie die Nacht im Hause beherbergen wollte. Sie gehen nach Gibea, wo dem Stamm Benjamin gehört, also so quasi Verwandte aus dem gleichen Volk. Aber niemand nimmt sie auf. Komisch. Wir sind im Nahen Osten, Gastfreundschaft ist ganz ein wichtiger Wert dort. Und siehe, da kam ein alter Mann von seiner Arbeit am Felde am Abend. Der war auch vom Gebirge Ephraim und ein Fremdling in Gibea. Aber die Leute des Ortes waren Benjaminiter. Der Levit hat nicht nach Jebus wollen, weil er dort ein Fremder ist. Aber in Gibea, wo er unter seinesgleichen ist, mit Leuten vom Volk Israel, wird er wie ein Fremder behandelt. Niemand will ihn aufnehmen, ausser einer, der da selber ein Fremder ist. Sie besprechen die Situation und, Vers 20, der alte Mann sprach, Friede sei mit dir. Alles, was dir mangelt, findest du bei mir.
bleib nur nicht über Nacht auf dem Platz. Ein Fremder nimmt sich ihm an, lädt ihn ein und spricht aber eine Warnung aus. Er sagt, unabhängig davon, ob du die Einladung annimmst oder nicht, bleib ja nicht über Nacht auf dem Platz. Wieso echt? Und er führte ihn in sein Haus und gab den Eseln Futter. Und sie wuschen ihre Füße und aßen und tranken. Und als ihr Herz nun guter Dinge war, Essen und Trinken, ihr Herz nun guter Dinge war, der Levit ist immer nur am Festen. Seine Ehe geht Bach ab und er geht die Probleme nicht an. Er lenkt sich ab mit den schönen Sachen im Leben. Er schwiegt und verdrängt. Und das ist auch heutzutage noch eine weit verbreitete Coping-Strategie. Weil wenn ich meine Probleme einfach ignoriere, dann gehen sie vielleicht von selber weg. Oder dann habe ich vielleicht schon gar keine mehr. Hast du mal ausprobiert schon? Wie lange geht es eigentlich noch gut mit unserem Levit? Nicht mehr lang, weil der Vers 22 geht noch weiter und dort kippt es. Und als ihr Herz nun guter Dinge war, siehe, da kamen die Leute der Stadt, ruchlose Männer, und umstellten das Haus und pochten an die Tür und sprachen zu dem alten Mann, dem Hauswirt, gib den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, dass wir ihm beiwohnen. Und was der Luther da mit beiwohnen übersetzt, heisst vergewaltigen. Vielleicht kommt dem einen oder anderen da jetzt auch die Parallelstelle in den Sinn, wo Gott 2 Engel in Männergestalt nach Sodom und Gomorra schickt, zum Lot. Und die kommt nachher in der Nacht auch, die männliche Bevölkerung klopft an die Türen und möchte die 2 Engel in Männergestalt vergewaltigen. Und ich frage mich, was ist das für eine Zeit gewesen? Hey, stell dir vor, du hast Besuch daheim und dann plötzlich klopft sie in der Nacht an die Tür und sagt, hey, schickt die Männer raus, wir möchten die gerne sexuell missbrauchen. Was ist das für eine kranke Zeit? Und ich möchte da gerne an den ersten Vers erinnern. Es war eine Zeit, wo kein König in Israel war. Es war eine gottlose Zeit. Und spätestens jetzt bereut der Levit, dass er doch nicht bei den Fremden in Jebus geblieben ist. Bei solchen Freunden und Verwandten brauchst du keine Feinde mehr. Aber der Mann, der Hauswirt, ging zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen, nicht meine Brüder, tut doch nicht solch ein Unrecht, nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, tut nicht solch eine Schandtat. Der Gastgeber versucht zu beschwichtigen, er redet sie mit meine Brüder an, obwohl er am Fremden ist dort. Und er braucht ganz eine interessante Argumentation. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist. Also sein Problem ist nicht, was die Männer vorhaben, sondern dass seine Gäste unter seinem Schutz stehen. Und wenn die das durchziehen, wie steht denn er als Gastgeber da? Und darum bietet er ihnen auch im nächsten Vers eine Lösung an für das Problem. Siehe, ich habe eine Tochter, noch eine Jungfrau, und dieser hat eine Nebenfrau. Die will ich euch herausbringen. Die könnt ihr schänden und mit ihnen tun, was euch gefällt. Aber an diesem Mann tut nicht solch eine Schandtat. Genau wie der Lot bietet er ein Ersatzopfer an für die Vergewaltigung. Und noch einmal, wie krank ist das? Es zeigt ganz viel aus über die soziale Stellung und den Wert von Mann und Frau zu dieser damaligen Zeit. Und bei dieser Stelle, wie auch bei dieser in Sodom und Gomorra, wird häufig Homosexualität interpretiert. Aber ich glaube nicht, dass es bei diesen Begebenheiten um das geht. Weil wenn die Männer draussen vor der Tür alle schwul sind, dann ist eine Frau als Ersatzopfer ein denkbar schlechter Deal. Aber es geht da eben nicht um Sex, sondern es geht um Vergewaltigung. Und bei Vergewaltigung geht es nicht um sexuelle Befriedigung, sondern es geht um Macht und um Erniedrigung. Es geht um Überlegenheit und es geht um Demütigung. Vers 25. Aber die Leute wollten nicht auf ihn hören. Da fasste der Mann seine Nebenfrau und brachte sie zu ihnen hinaus. Die machten sich über sie her und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht bis an den Morgen. Erst als die Morgenröte anbrach, ließen sie sie gehen. Da kam die Frau, als der Morgen anbrach, und fiel hin vor der Tür des Hauses, in dem ihr Herr war, und lag da, bis es Licht wurde. Was für eine abartige Geschichte.
Die Menge draussen wird laut und drin im Haus kommt der Levit Angst über. Er hört, wie sein Gastgeber erfolglos am Verhandeln ist und dann macht er eine Kurzschlusshandlung. Er packt seine Frau und stößt sie so die Türen raus. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, was die Frau in dem Moment gefühlt hat. Von ihrem eigenen Mann verraten. Seine Aufgabe wäre es, sie zu beschützen. Und stattdessen rührt er sie den Leuten zum Fraß vor. Vers 27. Als nun ihr Herr am Morgen aufstand und die Tür des Hauses auftat und herausging, um seines Weges zu ziehen, siehe, da lag seine Nebenfrau vor der Tür des Hauses, die Hände auf der Schwelle. Er sprach zu ihr, steh auf, lasst uns ziehen. Aber sie antwortete nicht. Da legte er sie auf den Esel, machte sich auf und zog an seinen Ort. Als nun ihr Herr am Morgen aufstand, ist er wirklich nachher anliegen und schlafen. Und herausging, um seines Weges zu ziehen. Nicht um nach seiner Frau zu schauen. Nein. Mir läuft es eiskalt den Rücken ab, wenn ich die Ziele lese, die Hände auf der Schwelle. Weil sie sich fast in Sicherheit bringen können. Aber nur fast. Weil die Türen war sicher abgeschlossen von ihnen. Und jetzt sagt der Levit etwas dazu. Entschuldigt er sich? Nimmt er sich ihrer an? Pflegt er sie? Nein, er schwiegt dazu. Und stattdessen sagt er, komm, es ist Zeit zum Heimgehen. Aber jetzt schwiegt auch sie. Und es ist unklar, ob sie zu dem Zeitpunkt bereits tot ist oder nachher bei der Heimreise stirbt oder erst im nächsten Vers. Aber eins ist gewiss, innerlich, ihre Seele, die ist in dieser Nacht gestorben. Vers 29. Als er nun heimkam, nahm er ein Messer, fasste seine Nebenfrau und zerteilte sie Glied für Glied in 12 Stücke und sandte sie in das ganze Gebiet Israels. Wer das sah, der sprach, solches ist nicht geschehen noch gesehen seit der Zeit, da die Israeliten aus Ägyptenland gezogen sind, bis auf diesen Tag. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht. So eine schräge Erzählung, brutal, blutig, abartig krank. Aber jetzt wird wenigstens geredet. Endlich! Die ganze Zeit über haben alle geschwiegen, sind immer den leichteren Weg gegangen. Weil Schweigen ist einfach. Aber jetzt redet der Levit, beziehungsweise er lässt Taten sprechen und die bringen das Volk zum Reden. Vielleicht kennst du das. So eine Situation und du sagst nichts. Du schweigst. Und innerlich fängt es ein bisschen an zu köcheln. Du sagst immer noch nichts. Und dann fängt es an zu kochen. Aber du schweigst immer noch. Und dann plötzlich platzt der Kragen und du explodierst und du übertreibst völlig. Hey, so kommt mir das vor. Die Frau zerstückeln und Leichenteile versenden. Hallo? Völlig gaga. Aber es ist nicht ausschließlich eine Verzweiflungstat. Der Saul macht im 1. Samuel Kapitel 11 das Gleiche mit Ochsen. Es ist ein Aufruf zur Mobilmachung. Es ist eine Kriegserklärung, weil so eine Tat darf nicht ungesühnt bleiben. Und in beiden Schlusskapiteln vom Richterbuch können wir dann nachlesen, wie die Vergeltungsaktion gegen den Stamm Benjamin abgelaufen ist. Das ist dann für eine andere Predigt. Aber jetzt schickt der Levit eine Botschaft. Er macht seine Geschichte öffentlich und es gibt Reaktionen. Wer das sah, der sprach. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht. Das Kapitel endet mit der Aufforderung zum Reden. Nach dem Gesetz im 4. Mose 19 wird jeder, der einen Leichnam oder ein Leichenteil anlangt, unrein. Mit seiner Strategie verunreinigt der Levit das ganze Volk, sämtliche Stämme. Und seine Botschaft lautet, schaut, wie weit es mit uns als Volk gekommen ist. Wir haben keinen König, wir folgen Gott nicht mehr nach. Wir sind alle unrein. Schaut, was es mit uns macht, zu was das führt.
Das ist seine Hauptbotschaft für die 12 Stämme. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht. Aber es hat eine zweite Botschaft drin, eine persönliche. Und sie lautet, schaut, zu was mein Schweigen geführt hat. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. In meinem direkten Umfeld habe ich schon zweimal ganz nah miterlebt, wie die Kommunikation in Ehen gestört war. Eine Person ist ja zwangsläufig immer die Dominanter. Das ist ja normal so. Aber in beiden Fällen hat die andere Person einem Frieden zuliebe angefangen zu schweigen. Ja, das lohnt sich nicht anzusprechen, sonst haben wir nachher wieder Streit. Oh, über das kann ich mit ihm nicht reden. Und das sind Sätze, die ich häufig auch von verheirateten Menschen höre. Und das macht mir Sorgen. In beiden besagten Ehen hat die schweigende Person geschwiegen und geschwiegen und geschwiegen und plötzlich das Gefühl bekommen, dass sie versteckt, und dann hat sie wie aus dem Nichts die Koffer gepackt und ist ausgezogen. Ehe am Ende. Und darum ist Schweigen manchmal eben Dreck und nicht Gold. Ich spüre vielleicht, das macht ein bisschen etwas mit mir, die Thematik. Bei uns bin ich die dominantere Person. Und ich will nicht, dass Lilian anfängt zu schweigen. Und darum frage ich sie in regelmäßigen Abständen, haben wir es noch gut zusammen? Weil ich nichts verpassen. Wir haben mit dem Bericht aus dem Richterbuch, mit dem Clip, den wir am Anfang geschaut haben, und mit den gescheiterten Ehen in meinem Umfeld gesehen, was Schweigen anrichten kann. Jetzt gibt es in der Bibel leider keine Anleitung für gelingende Kommunikation. Aber wir können die Evangelien lesen und schauen, wie Jesus denn kommuniziert hat. Weil er hat Sachen angesprochen, er hat aber auch gesagt, wenn es ihm selber nicht gut gegangen ist. Und ich möchte ganz kurz 3 so Szenen anschneiden. Die erste Szene, Frau am Brunnen in Johannes 4. Jesus kommt mit einer Frau ins Gespräch und er weiss Sachen über sie, zum Beispiel, dass sie wechselnde Partner hat. Und er spricht das an. Er weiss, dass sie nicht glücklich ist, dass es ihr tief drinnen nicht gut geht, dass sie suchend ist. Jesus spricht das an. Die zweite Szene, Tempelreinigung in Lukas 19. Jesus sieht, dass der Kapitalismus in den Tempel Einzug erhalten hat. Dort, wo es um Frieden zwischen Gott und den Menschen geht, geht es plötzlich um Geld. Und da spricht das nicht nur an, sondern wird handgreiflich. Weil Jesus hat religiöses und gesellschaftliches Fehlverhalten und soziale Ungerechtigkeit immer angesprochen. Und die dritte Szene, Garten Gethsemane, Matthäus 26. Jesus vertraut sich seinen engsten Freunden an und sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Er sagt, mir geht es nicht gut. Ich habe Angst, weil ich weiß, was jetzt kommt. Ein grausamer Tod am Kreuz und die Last von der Sünde von der ganzen Welt und die dadurch entstehende Trennung vom Vater. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Lasst mich nicht allein, bleibt mit mir wach. Ihm geht es nicht gut und er legt es auf den Tisch. Und das sind alles Situationen, wo es einfacher gewesen wäre, zu schweigen. Weil es braucht Mut, Sachen anzusprechen. Ob ich selber Hilfe brauche oder ob ich gesehen oder das Gefühl habe, jemand anders braucht Hilfe und es geht nicht gut. Schweigen ist einfach. Aber als Jesus-Nachfolger ist es unsere Pflicht, Sachen anzusprechen. Weil nichts sagen ist immer falsch. Darum machen wir es doch wie Jesus. Wir schauen, was er vorgelebt hat. Wir folgen ihm nach, auch im Punkt vom Ansprechen und nicht schweigen. Ungute Sachen anzusprechen und ans Licht zu bringen, ist wichtig. Es kann Ehen retten. Es kann Leben retten. Aber es kann gesellschaftliche Dynamiken aufzeigen und Veränderungen einleiten. Jetzt, wenn du ein bisschen so bist wie ich und dein Ist-Zustand, so wie du bist, und dein Soll-Zustand, so wie Gott dich gerne hätte, wenn die ein bisschen weiter auseinander sind,
dann kann es sein, dass du vielleicht auch ein bisschen Mühe hast, zum Sachen ansprechen. Und ich habe dort ein gutes Werkzeug kennengelernt aus der gewaltfreien Kommunikation, wo mir enorm hilft dabei. Und vor allem, es ist ganz einfach in der Anwendung, das gefällt mir so. Es ist die 3W-Methode. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es ist nicht das Allheilmittel, es ist nicht alles gut, wenn ihr das macht, aber es ist ein guter erster Schritt in die Thematik hinein. 3W. Das erste W steht für Wahrnehmung. Da kann ich einfach sagen, was habe ich gesehen, was habe ich gehört. Möglichst konkret und spezifisch, was habe ich wahrgenommen. Zum Beispiel hat mir meine Frau letztes Mal gesagt, gestern bist du nach der Nacht direkt in den Keller runter von der PC gekocht und bist erst wieder raufgekommen, wo es darum gegangen ist, Kinder ins Bett zu tun. Kein Vorwurf, einfach Facts, hat sie so erlebt. Das zweite W, Wirkung. Da geht es darum zu sagen, was hat denn das mit mir gemacht, was ich gesehen oder was ich wahrgenommen habe. Dort ist wichtig, mit Ich-Botschaften zu arbeiten. Und was Lilian dir gesagt hat, ist, weißt, das gibt mir das Gefühl, dass ich alleine für Kinder zuständig bin, ob du da bist oder nicht. Das stresst mich. Auch da, kein Vorwurf. Einfach, was es mit ihr gemacht hat. Und dann das dritte W, Wunsch. Dann geht es zu benennen, was ich vom Gegenüber möchte. Welches Verhalten wünsche ich mir? Und sie hat mir dann gesagt, ich verstehe, dass du runterfahren musst. Aber ich wünschte mir, du würdest nach einer halben Stunde wieder raufkommen, dass wir den Rest des Abends als Familie verbringen können. 3W ist wirklich sehr einfach in der Anwendung. Nochmal ein Beispiel. Kann man beim Arbeiten anwenden. Hier ein Feedback von mir, das ich jemandem gegeben habe. Wahrnehmung. Letzte Woche habe ich mehrere Rückmeldungen bekommen von Klienten, aber auch von Mitarbeitenden über Planungsfehler von dir. Wirkung. Aufgrund von dem mache ich mir Sorgen um unseren Ruf als Betrieb, aber auch um deinen Ruf als Planerin. Wunsch. Ich möchte, dass du sorgfältiger bei der Planung vorgehst und wenn du eine Planungsänderung machst, dass du die nachher nochmal doppelt kontrollieren. 3W. Das habe ich gesehen, das macht es mit mir, das hätte ich jetzt gerne von dir. Kann man wirklich auf viele verschiedene Themen anwenden. Funktioniert privat wie auch beruflich. Und wenn es funktioniert, dann hat es nicht so viel mit diesen 3W zu tun. Dann hat es mehr damit zu tun, dass du Worte ausgesprochen hast, dass du nicht geschwiegen hast. Das 3W ist einfach ein Werkzeug. Aber es geht ums Reden. Gott hat seine Schöpfung durch Wort ins Leben gerufen. Geistiges Leben entsteht durch das, dass Jesus in unser Leben hineinredet. Und der Heilige Geist leitet uns durch seine leisliche Stimme. Wort kreieren, Wort lassen entstehen. Und es ist wirklich eine tiefe Überzeugung von mir, dass wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, in der Pflicht sind, Sachen anzusprechen, die nicht gut oder nicht korrekt laufen. Mit der kreierenden Kraft von Wort haben wir die Fähigkeit, Veränderung herbeizuführen. Aber für das müssen wir Wort brauchen. Darum, lasst uns relevante Sachen ansprechen. In unseren Ehen, in unseren Freundschaften, in unseren Arbeitsorten, aber auch in unseren Glaubensgemeinschaften und auch, wenn es mir selber nicht gut geht. Weil nichts sagen ist immer falsch. Amen. Wer zu dir kommt, bleibt nicht hungrig. Wer von dir trinkt, hat keinen Durst. Wer an dich glaubt, der ist ewig lebendig.
dir nachfolgt, lauft im Licht. Wer in dir bleibt, wird verändern. Wer in dir bleibt, der bringt Frucht. Wer durch dich geht, findet Fülle vom Leben. Weil du der bist, wo du bist. Du zeigst mir den Vater, bist der Weg und die Wahrheit, bist der wahre Weinstock, ich bleibe bei dir. Der Hirte gibt sich her, gibt mir das Brot vom Leben. Jesus, was ich brauche, das bist du mir. Sohn von Gott, ich komm zu dir. Sohn von Gott, deinem Namen geb ich alle Ehre. Du zeigst mir den Vater, bist der Weg und die Wahrheit, bist der wahre Weinstock, ich bleibe bei dir. Der Hirte gibt sich her, gibt mir das Brot vom Leben. Jesus, was ich brauche, das bist du mir. Sohn von Gott, ich komm zu dir. Sohn von Gott, deinem Namen geb ich alle Ehre. Sohn von Gott, ich komm zu dir. Sohn von Gott, deinem Namen geb ich alle Ehre. Ich bete dich an, dich, oh Jesus, ich bete dich an, du bist mehr als genug. Ich bete dich Wer auf dich schaut, findet Hoffnung. Wer auf dich schaut, findet Ruhe. Wer auf dich schaut, wird den Lauf treu vollenden. Weil du der bist, wo du bist, Sohn von Gott. Ja, Jesus, du bist der Sohn von Gott und du hast uns frei gemacht. Du bist der Weg und die Wahrheit, du bist der Weinstock und du gibst das Brot vom Leben. Du bist uns das, was wir brauchen. Und ja, ich bitte dich, dass wir immer wieder zu dir kommen und im Namen die Ehre geben, wo du verdienst, dass du uns immer wieder den Blick auf das richtest, dass du der bist, der alle Ehre verdient. Danke auch, dass du uns einen Weg machst, wo zum Teil vielleicht keinen Weg wir sehen können, dass wir dort darauf vertrauen, dass du Weg kannst auftun für uns.
I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way